Willkommen, Freunde, bei Kaffeeklatsch MTS. Und zwar unser heutiges Thema: Warum werden bei Spiele-Release nicht alle Plattformen, also PlayStation, PC und so weiter, berücksichtigt? Kurze Erklärung: Oft ist es so, dass Konsolen uns PC-Benutzern vorgezogen werden. Also viele Spiele erscheinen erst auf den Konsolen und dann erst später auf PC. Es gibt aber auch die Fälle, wo es genau umgekehrt ist. Das bedeutet, ja, es kommt erst so, dass es auf dem PC ist, dann ist es mega erfolgreich und dann wird es für Konsolen umgelegt, kann man sagen. Mit dabei ist die stille Killer-Smiley heute. Ja, hi Freunde. Mit dabei ist der Teamkiller Number One Drantobaki LP. Hallo zusammen. Und mit dabei ist der toilettensitzende, batteriewechselnde, immer aufnehmende Fox Commander. Hallöchen. Wer eine gute Kloschüssel braucht, der kann mir Bescheid geben. Genau, der hat gute Kloschüsseln, Ausreden. Fox hat alles dabei, er kann alles besorgen. Sehr gut. Ja, also ich sag's mal so, ich nehme mal das Beispiel, um es mal noch zu verdichten. Vor circa 1,5 Jahren kam Helldivers auf PlayStation. Wurde ich auch angeschrieben, ich soll das mal let's playen. Mittlerweile ist es auf PC erschienen. Also sind wirklich 1 Jahr, 1,5 Jahre dazwischen von den einzelnen, von der Plattform, von der Konsole zum PC. Und ja, da merkt man natürlich schon, wie das ist. Dranto, du hattest das Thema vorgeschlagen, beziehungsweise auch gewählt. Genau. Hau mal raus. Was hat dich so an dem Thema gereizt, beziehungsweise ja, wie? Ja, hau raus. Wie bin ich auf das Thema überhaupt gekommen? Und zwar bin ich eigentlich durch Spiele drauf gekommen, wo auf der PS3, PS4 released wurden. Das wäre zum Beispiel Beyond Two Soul, irgendwie so. Oder das habe ich als Let's Play geschaut und war fasziniert von dem Spiel, weil es einfach genial ist und musste dann halt mit Bedauern feststellen, dass es das nur für die Konsole gibt und nicht für den Computer auch. Für welche Konsole war das P- und wann war das? Also Beyond Two Soul war, glaube ich, zwar irgendwann 2015 rausgekommen, also war ein Remake. 13 war das. Ah, okay. Was 13 schon. Okay. Nee, der Remake kam auf der PS4 im 2015 raus. Das Spiel ursprünglich kam schon früher raus auf der PS3, aber der Remake kam im Prinzip irgendwann 14, 15 raus. Ich weiß das Datum leider jetzt nicht mehr. Und ja, die Spielart hat mir so gefallen, dass ich dann geschaut habe, gibt es solche Spiele auch auf dem PC und musste leider bedauernd feststellen, nein, gibt es nicht. Und darauf habe ich mich die Frage gestellt, warum werden eigentlich die Spiele, also warum werden die Plattformen so unterschiedlich wie soll ich sagen, wie heißt es, programmiert, bewirtschaftet. Und ich kann durchaus verstehen, dass manche Spielearten nur auf Konsolen umsetzbar sind und nicht gleichwertig dann auf dem PC umgesetzt werden können, aber Zur gleichen Zeit oder allgemein? Nein, Weil ja, man merkt ja schon, dass das oft wirklich ein Jahr Unterschied ist. Das ist ja schon richtig krass. Also ein Jahr ist ja, da kann ja einiges, ne? Weißt du, was ich meine? ja, Final Fantasy hat man es auch gesehen. es ist ja so, dass die ganzen Sachen, Konsole und PC, hardware-technisch ja nicht ganz 1:1 übereinstimmen. Das heißt, du musst natürlich das Spiel dann auch umprogrammieren, beziehungsweise anders programmieren, dass es dann auf der Konsole oder auf dem PC läuft. Ja, ist das nicht. Ich kenne mich jetzt mit Konsolen, also ich hatte damals PlayStation 2. Und ich weiß noch, als die PlayStation 2 rauskam, da hieß es, die darf, ich glaube, nicht nach China exportiert werden oder nach Korea irgendwie, weil man das auch fürs Raumfahrtprojekt, also die Chips, die da drin sind, benutzen kann. Also richtig hochwertige Sachen. Und beim Computer mit den Grafiksachen zum Beispiel, das ist ja auch, was da an mega Leistung hintersteckt, sage ich jetzt mal so. Ist das wirklich so ein gravierender Unterschied? Gut, mit Konsolen kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Da kann vielleicht der Fox irgendwas dazu sagen, weil er ist unser Konsolenspezialist.
Mhm. Aber ich denke schon, dass da ein gewissen Unterschied ist, weil du hast natürlich beim Computer du hast ja nie immer die fixe Leistung, wie jetzt zum Beispiel bei der Konsole. Da hast du ja quasi immer eine ständige haltende Leistung, wo sich nicht variiert. Mhm. Auf dem PC hast du viele Programme, wo im Hintergrund noch laufen und so weiter, wo quasi die Leistung des Computers ja beeinflussen. Und das ist wahrscheinlich, bei den Spielen muss man das wahrscheinlich auch berücksichtigen, dass man das quasi nicht so machen kann wie bei der Konsole. Also das beste Beispiel, was ich jetzt heute noch gesehen habe, ist der Dragon Dogma. Das kam 2013, irgendwann so, Anfang, Mitte 13 raus, auf PS3 und glaube ich jetzt Xbox, bin aber nicht mehr ganz sicher. Und jetzt kommt es quasi seit dem 15. Januar kam das Game dann ja auch auf dem PC raus. Und lustigerweise finde ich, ich habe einen Beitrag gesehen, wo dann geheißen hat, dass das Ganze besser umgesetzt wurde als auf der Konsole, also grafisch auch. Man hat einen besseren Weitblick und so weiter und so fort. Auf dem PC jetzt. Auf dem PC ist anscheinend die Grafik einiges besser als auf der Konsole. Wobei man muss halt sagen, Hat man öfters bei Spielen, dass die da nochmal eine ganze Schippe drauflegen. Also es gibt ja diese im Internet in den sozialen Netzwerken, da gibt es ja Unmenge von Streitigkeiten zwischen den einzelnen Konsolen sowieso und aber auch zwischen den PC-Besitzern und Zockern und den Konsolenbesitzern. Das ist ja der Wahnsinn. Also da wird sicher gebettelt ohne Ende. Ja, wer jetzt die bessere Grafik hat, wer jetzt die bessere, sowas in der Art, ne? ja, habe ich auch schon mitbekommen. Wobei beim Computer hast du halt entwicklungstechnisch mehr Möglichkeiten als bei der Konsole, weil den Computer kannst du umrüsten. Die Konsole kannst du zwar auch, glaube ich, aber ist halt, du bist mehr gebundener, sage ich jetzt mal. Ist auch oft so, dass, ja, wie soll ich das sagen? Ist oft wirklich so, dass, gute Frage, nächste Frage. Was wollte ich denn jetzt sagen, verdammte Axt? Sehr optimal. Ja, also die Adoption geht aber auch anderweitig. Also quasi von dem PC auf Konsole gibt es aber auch. Ja, da denke ich, Ja. da denke ich jetzt, dass die Publisher bzw. die Entwickler sehen, oh, das zieht auf dem Computer. Wir überlegen uns, das natürlich dann auch auf die Konsolen zu bringen, weil, wie wir ja jetzt eigentlich vorhin schon gesagt haben, es gibt Konsolenleute, die quasi wirklich auf die Konsolen beharren und den PC gar nicht wirklich als Spielkonsole anschauen. Mhm. Und dann denke ich mal, dass die Entwickler wirklich dann sehen, oh, das Spiel zieht auf dem Computer, das ist natürlich schon eine große Menge, aber es gibt noch tausende, ich sage jetzt mal tausende Konsolenbesitzer, wo gerne auf Konsole das Teil würden spielen. Das werden wir auch auf Konsole umsetzen. Dass das dann eben zeitversetzt rauskommt, ist zwar ärgerlich für viele, aber ich denke mal, dass es wirklich von der programmiertechnischen oder vom Script-technischen her, dass das quasi halt wirklich komplett anders gescriptet werden muss zum Teil, dass das zusammenhängt damit. Mhm. Jo. Okay. Frage, die mich daran nur interessieren würde, wäre, wenn ein Entwickler ein Spiel kreiert, warum kreiert das dann nicht gleich so, dass es auf allen Konsolen spielbar ist, wenn er es rausbringt? Das ist eine sehr gute Frage, ja. Warum passiert das nicht? Ich meine, ich weiß ja als Entwickler zum Beispiel, wenn ich einen Titel habe wie GTA oder was weiß ich, Final Fantasy oder so, ich weiß ja ganz genau, dass viele Leute konsolenabhängig oder unabhängig, plattformunabhängig, sagen wir es mal so, also PC, Konsolen, wie auch immer, das gern zocken würden. Gut, ich kann. Das ist mir ja. Ja, nee, mach.
Das ist mir als Entwickler eigentlich schon klar oder als Publisher, das weiß ich ja. Ich merk's ja in der Form, ne? Das ist halt das. Also da auch die Frage einfach, ja, warum, wie Smiley richtig gesagt hat, warum entwickelt man nicht von Anfang an das für alle gängigen Plattformen? Ich sag's mal so, es gibt ja Entwickler, wo quasi nur Computerspiele kreieren und es gibt dann Entwickler, wo nur Konsolen beziehungsweise Sony Konsolen bewirtschaften. Überwiegend. Überwiegend, Also wie gesagt, also- das Beispiel mit Helldivers, das ist auch Sony. Kam erst auf der PlayStation und jetzt ist es auch auf dem PC dann endlich mal erhältlich. Also ich kann, Ja, so in der Art. ich kann jetzt so sagen, die Entwickler von The Walking Dead, Game of Thrones und solchen Spielen, das ist ja Telltale Games und die sind rein, also die produzieren eigentlich nur Computersysteme quasi. Jetzt die anderen Entwickler, dessen Namen ich leider jetzt gerade nicht weiß, wo zum Beispiel Beyond Two Soul oder Heavy Rain produzieren, das sind wirklich reine Konsolenentwickler. Also es gibt halt wirklich Entwicklerfirmen, die spezifisch sich auf eine Plattform konzentrieren. Das ist ja nicht falsch. Und dann haben die natürlich nicht die Leute, wo sich halt mit dem anderen System auskennen, wo das Ganze quasi dann so umschreiben können, dass sie das Spiel dann auch noch auf der anderen Plattform veröffentlichen können. Das kann ich mir so vorstellen. Es fällt mir zum Beispiel auch ganz stark auf, jetzt gerade mal das Beispiel Ark genommen. Ark ist zuerst für den PC rausgekommen und jetzt aktuell vor ein paar Wochen für die Xbox, glaube ich, oder PS4, keine Ahnung. Aber warum? Weil das hätten sie auch schon gleich so machen können. Oder halt eben dieses Early Access einfach noch ein bisschen zurückhalten, bis es auf beiden dann geht. Ich habe da mal einen Einwurf. Ich habe mal irgendwo gelesen, da hat sich einer im Forum beschwert, in irgendeinem Forum, ich habe keine Ahnung mehr wo, schon ewig her. Es kann nicht sein, dass die erst die Spiele rausbringen für die Konsolen, um dann die Konsolen zu pushen, um die Verkaufszahlen der Konsolen hochzutreiben und erst später dann, ein Jahr später oder so für PC. Aber wie du jetzt ja gerade selber sagtest, es ist wirklich oft auch so, dass es genau andersrum ist. Wie jetzt am Beispiel von Ark. Ja, also es geht auch anders. Gut, bei Ark könnte ich mir vorstellen, dass das nicht von Anfang an auf Konsole geplant war und dann haben sie gesehen, oh, die Nachfrage ist da für Konsolenversion und könnte gut möglich sein, dass aufgrund wegen dem dann quasi sie sich entschieden haben, auch eine Konsolenversion rauszubringen. Also quasi, ja, in der Form, oh, das läuft gut, Ja, wir gehen es mal weiter an. Ja, das ist, denke ich mir auch so. Also, Also dass ich es de- oft ich- so ist, dass... ich denke mal, dass die Community halt wirklich da wirklich genau nachgefragt haben, du gibst es dann auch auf Konsole und so weiter. Das hat auch schon einen großen Einfluss. Ja gut, Ark ist ja, das ist ja der Mega-Burner geworden auf einmal. Das war, am Anfang war es so, die erste Woche, ja, da gibt's ein neues Spiel, so quasi Mundpropaganda und auf einmal, bam, richtig durchgeknallt, also wirklich Wahnsinn. Jeder hat Ark gezockt, die Let's Plays, unglaublich, also, ja. Ist ein geiles Game, muss man ganz ehrlich so sagen. Also es hat es auch verdient, so bekannt zu sein. Ne? Nur, wie du jetzt auch selber gesagt hast, ist natürlich immer schade, wenn man jetzt nur Konsolenspieler ist und dann, ja, das nicht spielen kann, ne? In der Form. Ja. Fox, willst du zu dem Thema was beitragen? Nein. Nee. Nee. Nee, es ist. Du als überwiegender Konsolenzocker. Nee, ganz einfach, ich kann da gewisse Sachen aufklären. Zum einen, warum Spiele wie Heavy und the Beyond the Two Souls, oh, ich tue mich mit dem Namen immer ein bisschen schwer. Beyond Two warum, Souls. warum das erschienen ist, exklusiv, liegt ganz einfach erstmal an die vertraglichen Situationen. Mhm. Es ist so, dass die Entwickler von Heavy Rain und Fahrenheit und Beyond the Two Souls einfach vertraglich an Sony gebunden sind. Okay.
deswegen das exklusiv ist. Zumal Sony dementsprechend Geld geboten hat mit Sicherheit, damit sie es exklusiv rausbringen. Und das ist wahrscheinlich genau diese Exklusivität, weil das ist ja ein Geben und Nehmen in der Form. Das Spiel wird gehypt, gepusht von Sony, als Beispiel jetzt. Ich weiß nicht, ob das so ist, keine Ahnung. Und gleichzeitig steigern die natürlich aber auch ihre Verkaufszahlen. Weil ich sag mal, wenn ich jetzt geil auf ein Spiel bin, was richtig gut ist, und ich habe einen Computer, jeder hat irgendwie einen Computer, aber es gibt dann auch viele, die sagen, ich muss die neue Konsole haben, um dieses geile Spiel zu haben. Ja, das ist ja die Absicht dahinter. Zum Beispiel haben viele damals, diesmal so, zum Beispiel bei Metal Gear Solid 2 und 3 war es so, dass bei Metal Gear Solid 2 war irgendwann nicht mehr exklusiv fürs PlayStation, vorher war es immer exklusiv für PlayStation. Dann haben sie die Subsistence-Version rausgebracht, also wo du halt mehr Nebenmissionen hast und so weiter. Und mehr Bonus, wo du zum Beispiel mit einem Skateboard mit Snake da über gewisse Anlagen fahren konntest und so ein Scherz. Dann haben sie es dann halt für Xbox rausgebracht und dann haben sie den dritten Teil entwickelt und der war wieder exklusiv. Und danach haben sie Teil 4 gemacht und da hieß es immer, ja, vielleicht wird der für die Xbox rauskommen auch mit und so. Aber dann haben sie halt die Sache mit der Blu-ray, weil Sony hatte die Sache mit der Blu-ray angestoßen, dass die wollten unbedingt die Blu-ray stärken. Da haben sie eine Blu-ray, Die aber jetzt nicht so gelaufen ist, soweit ich mitvernommen habe. Es ist zwar eine bessere Bildqualität, aber es hat die DVD noch nicht wirklich verdrängt. Also die DVD ist immer noch stark vertreten. naja, weil ich sag's mal so, heutzutage kannst du dir Filme auch bei YouTube angucken. Ja, sowas in der Art, klar. Das wird auch damit zusammenhängen und da werde ich mir 10-mal überlegen, ob ich 30 Euro oder 20 Euro für eine Blu-ray ausgebe, für den gleichen Film, den ich vielleicht auf YouTube sehen kann. Es ist einfach das Ding, die haben dann... Oder über Internetvideotheken. Die haben einfach dann bei Metal Gear Solid 4 einfach das so gemacht, die haben dann einen Vertrag nochmal mit Konami abgeschlossen, das exklusiv ist. Das Spiel ist auch bis heute nie für die Xbox erschienen, weil sie wahrscheinlich so einen Langzeitvertrag für diesen Teil gemacht haben. Und das ist genau das Ding, das ist manchmal die vertragliche Situation und vor allen Dingen, was die Community ausrichten kann, merkt man, ich habe da zwei sehr gute Beispiele, das ist zum einen Splinter Cell. Du hattest ja damals eine PlayStation 2, ich weiß nicht, ob du das damals so mitgekriegt hast. Am Anfang hieß es exklusiv für Xbox und PC. Weil es sollte exklusiv erscheinen und da waren doch die Sony neidisch, weil das war einfach so geil, du musstest wirklich so lang schleichen, es war teilweise, haben viele gesagt, sogar noch besser als Metal Gear, weil du wirklich da permanent schleichen musstest und dann hattest du noch diese coole Brille mit diesen 3 Linsen da. Haben viele gesagt, ist das Spiel geil, warum erscheint das nicht für PlayStation 2 und so. Und da haben viele geschrieben in Foren, auch bei Ubisoft selber, macht das doch für die PlayStation 2 und so. Und haben die gesagt, das Problem ist halt, die PlayStation 2 ist nicht grafisch, die kann das grafisch nicht so darstellen. Weil dann müsstest du das Spiel umgestalten, müsstest grafisch gewaltig runterschrauben, haben sie gesagt, weil das grafisch hochwertig ist. Dann haben immer mehr Leute gesagt, mach das auf die PlayStation 2 und dann war es so, dass es dann auf die PlayStation 2 umgesetzt wurde, nur halt, da mussten viele Level abgekürzt werden und die Grafik musste wirklich runtergeschraubt werden. Wenn man das mit der Xbox vergleicht. Also die Levels sind viel länger und sind da gehst du meistens auch andere Wege und sind grafisch hochwertiger. Und das gleiche war mit... Witzigerweise, wenn ich kurz darf, Ja. fällt mir gerade zu GTA. Ein Bild gesehen mit Xbox, PlayStation und PC. Und da war es wirklich so, das fotorealistische Grafik auf dem PC, kann man sagen. Und man hat schon die Unterschiede gesehen. Da hat einer geschrieben, nee, das ist Realität, also das ist ein reales Foto, sowas in der Art. Ne? Also da gab es schon viele, die nicht glauben wollten, dass es halt wirklich PC-Version ist, so in der Art. Ne? Und der das Foto rausgestellt hat gesagt, das ist das Spiel auf PC und braucht euch gar nicht so aufregen, so in der Form. Also das nochmal zu dem Krieg der Plattformen, da geht's richtig ab. Ja, zumal zum einen ist mir das egal, ob es einen Konsolenkrieg gibt oder einen PC-Konsolenkrieg, das ist mir ehrlich gesagt egal. Zum anderen ist es nur so,
gibt Ja, noch aber ein vielleicht geiles... wird das ja auch gehypt, so dass man wirklich die Konkurrenz unter den Plattformen noch anheizt. So dass der Endbenutzer sich vielleicht alle Plattformen kaufen muss. Ja, natürlich, der Möglich. Nutznießer ist der Publisher. Okay. Ist ja so. Aber ich wollte ja noch ein Beispiel anbringen. Das zweite Beispiel, was eigentlich auch sehr bekannt ist, ist Resident Evil 4. Es war so nach Code Veronica, dass Nintendo einen Exklusivvertrag mit Capcom geschlossen hatte. Resident Evil Zero kam dann raus, das ist exklusiv erschienen für Nintendo. Ich höre sehr oft Exklusivverträge. Ja, das sind aber sehr gute Beispiele für dieses Thema. Mhm. Und danach kam nochmal Resident Evil 4 raus und da waren viele neidisch, Mensch, warum Resident Evil 4 nicht auf PS2? Da hieß es auch immer, es ist glaube ich immer so ein bisschen die Ausrede, weil sie wahrscheinlich nichts anderes sagen können von den Entwicklern. Ja, das ist grafisch nicht umsetzbar und so. Und das Beste war, die Community hat so sehr nachgefragt, dass sie ein Jahr später eine PS2-Version rausgekloppt haben. Mhm. Es ist wirklich manchmal so, dass viel die Community erreichen kann, wenn sie zusammenhält und wirklich die Entwickler nervt und nervt und nervt. Das hast du jetzt bei GTA für den PC gesehen. Die wollten das ursprünglich überhaupt gar nicht für den PC rausbringen, bis dann eine Petition gestartet wurde von irgendwelchen und da waren, glaube ich bis zu 1 Million sind da zusammengekommen, die Unterschrift geleistet haben und so. Und die Community erreicht viel und du kannst da auch gewisse Exklusivverträge kippen, wenn du da halt als Community sagst, hier, warum macht ihr das nicht, wir wollen das und so. Also die Community hat eine entsprechende Macht. Nur bei manchen Spielen, wie bei Heavy Rain oder so, da sind vielleicht Exklusivverträge so dermaßen ausgehandelt oder so in Stein gemeißelt, da kannst du nicht als Community da einfach dich drüber aufregen oder einen Druck ausüben, dann machen die das einfach nicht. Und grafisch, sage ich ganz ehrlich, auch als Konsolenspieler, müssen viele Konsolenspieler einsehen, dass die PS4 und die Xbox One jetzt schon meilenweit hinter dem PC hinterherhängen. Ist so. Der PC leidet unter den Konsolen, zum einen, wenn gleichzeitig die Spiele rauskommen, weil zum einen, ich habe mal gelesen, ob es stimmt, weiß ich nicht. Ein Entwickler hat mal gemeint, ja, hat die Anweisung vom Publisher gekriegt, die Grafik nicht so weit hochzuschrauben, weil sonst zu stark die Unterschiede zwischen PC-Version und Konsolenversion da gewesen wäre. Und du darfst nicht, hat er gemeint, die Konsolenversion viel schlechter aussehen lassen als die PC-Version. Weil wahrscheinlich hängt das dann auch wieder mit dem Publisher zusammen, wie die Geschäftsbeziehung da so ist oder wie die Verträge so sind. Mhm. Und grafisch, eine zwei Meinungen, grafisch ist der PC meilenweit voraus, die PS4 und die Xbox One waren da schon veraltet, als sie überhaupt erschienen sind. Nur warum die Konsolen bevorzugt werden, ist ganz einfach. Zum einen, wie gesagt, Exklusivverträge und zum anderen, du sprichst eine breitere Masse an. Also jetzt nicht nur die Spieler, sondern auch die kein Geld für einen PC haben. Weil ein PC ist sehr teuer, weil du musst manchmal neu aufrüsten im PC oder neu kaufen. Und eine Konsole... Was natürlich ein Nachteil ist gegenüber einer Konsole. Also eine Konsole hält im Schnitt 2-3 Jahre, bevor die nächste Generation rauskommt. Und ein PC, wenn du da Pech hast, kaufst du genau in diesem Zwischenschritt. Alle halbe Jahr verdoppelt sich die Leistung irgendwie so, das war doch mal die Regel. Und ja, das Ende vom Lied ist natürlich, dann bist du ständig nur am Umrüsten und neu kaufen und so weiter. Also ja, weil die Konsolen halt für Leute für kleines Geld sind, wenn du es genau nimmst. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel über Wii ist ja auch so erfolgreich gewesen, also nicht die Wii U, sondern die Wii, weil das auch nochmal eine breite Masse, zum Beispiel konntest du mit Familien irgendwelche Spiele spielen oder so irgendwelchen Kram, wo du dich bewegen musst mit diesen komischen Controllern. Die Konsolen, die decken eine breite Masse ab und du sind einfach viel billiger. Das ist leider das Problem des PCs, dass alleine schon eine Grafikkarte 200 € kosten kann oder 300 €, wenn du Pech hast, wenn sie neu erscheint. Und das ist einfach da bezahlst du im Grunde genommen, für eine Grafikkarte bezahlst du so viel, wie du für eine Konsole bezahlst. Und das ist halt das Problem, was der PC zurzeit hat. Dass es einfach alles viel billiger ist und ja, wie gesagt, grafisch gibt es da keine zwei Meinungen, der PC ist da deutlich stärker. Ist so, die Entwicklung ist viel schneller. Ich sag's dir jetzt schon,
wenn sie jetzt schon eine PS5 entwickeln würden, was sie wahrscheinlich mit Sicherheit tun, die ist wenn sie in 2 Jahren erscheinen würde, nehmen wir mal an, ist die dann wahrscheinlich schon wieder zu alt, weil, sag's mal so, bis die Konsole erscheint und mindestens ein Dreivierteljahr oder ein Jahr vorher haben sie schon die Chips da eingebaut oder was nicht alles, von dem Jahr, wo sie eingebaut haben. Also im Grunde Das genommen sind sie dann schon wieder bedeutet, zu alt. ja, vor allen Dingen, du musst ja auch den Entwicklern noch Zeit geben, auch die Spiele zu entwickeln. Dass das auch zum Release-Termin auch ein paar Spiele gibt. Ja, Das heißt, also brauchst du ja schon eine grafische Grundvoraussetzung. Das ist ja das, was wir in dem einen Thema, ich weiß schon gar nicht mehr welchem Thema, angesprochen haben mit diesen Kits. Da haben wir ja gesagt, dass die eigentlich diese Kits oder die Prototypen der Konsolen kriegen, damit sie es schon mal entwickeln können. Mhm. Und genau das ist ja das Problem, weil, wie gesagt, der PC leidet bei der Entwicklung, wenn alle Versionen gleichzeitig erscheinen, drunter, dass du da nicht so das Potenzial abrufen kannst des PCs, wie du willst. Mhm. Und der leidet einfach auch drunter, wenn er nachhinein erst bedient wird mit einer PC-Version, das schlicht und einfach, ja, was soll ich sagen, der leidet schlicht und einfach drunter, dass, erstmal wird er ja bald auch nicht mehr, ist ja teilweise so, habe ich ja schon gemerkt, dass er schon gar nicht mehr so als Spieleplattform gesehen wird, so teilweise. Weil so viele Spiele erscheinen für den PC jetzt auch nicht mehr. Eigentlich mehr so diese Unbekannten. Und Da auch kurze Sache, wir haben auch noch das Thema, kommt noch, stirbt der PC als Gaming-Plattform aus? ja, Und da kann man sicherlich auch mal besprechen, gerade viele Indie-Games. Ich nehme mal das beste Beispiel für ein Indie-Game, Minecraft, was mittlerweile ja, glaube ich, auch auf jeder Konsole spielbar ist. ja, das Beste, siehst du ja, die PS4-Version kam erst vorher raus. Ja, also da ist es auch so, den PC als Gaming-Plattform zu unterschätzen, wird sicherlich, ja, weißt du, was ich meine? Also es wird sicherlich den Entwicklern und Publishern irgendwann doch im Geldbeutel wehtun, wenn sie diese Plattform aussterben lassen. Muss man ganz ehrlich so sagen, weil ich sag mal, als Let's Player, als YouTuber, es gibt genug sehr große YouTuber, die nur Indie-Games zocken. Ja. Slenderman, Minecraft. Man braucht den Mann nicht erwähnen. Das ist einer der bekanntesten Let's Player. Und der zockt überwiegend nur so Indie-Games. PewDiePie, soweit ich weiß, auch überwiegend Indie-Games. Was ich bis jetzt gesehen habe. Also auch nicht irgendwelche High-Level-Games oder nicht überwiegend. Also, ne, auch mal klar, logisch, aber so in der Art. Also ich gehe stark davon aus, dass... Aber da kommen wir noch zu dem Thema. Ja, nochmal zu dem, was du gesagt hast. Du sagst sehr oft Exklusivverträge. Ja, weil das ist ja das Ding, die schließen vorher ab. Weil ich sag's mal so, das Ding ist ja auch, dass der PC irgendwo mit der Xbox so ein bisschen zusammenhängt oder mit Microsoft, das wird ebenfalls immer so gesehen. Was auf PC erscheint, müsste auf die Xbox erscheinen, weil das so ein bisschen zusammenhängt, sagen die sich immer. Habe ich mal so auf einer News-Seite gelesen. Problem ist einfach schlicht und ergreifend, dass der PC einfach einen gewissen Preis hat. Du siehst, meiner hat 1400 gekostet, das ist schon mal Tausender mehr als die PlayStation 4 gekostet hat. Und ja, du sprichst da einfach viel breiteres Publikum an. Bei GTA habe ich es ehrlich gesagt von Anfang an nicht verstanden, dass da keine PC-Version gekommen ist, weil vorher, glaube ich, wurde bis zu Teil 4 jede Plattform bedient. Bin mir jetzt aber nicht sicher, kann mich gerne jemand berichten, wenn das nicht stimmt. Ich würde sagen, das war so, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, gerade weil der PC und GTA, das passt ja, weil du da auch viel ausschöpfen kannst und viel Potenzial verschenkst, wenn du das nicht veröffentlichst. Und da musste ja auch erst die Community sich aufregen, bevor du da überhaupt eine PC-Version gemacht hast. Kurze Frage dazu. Ist es nicht auch für einen Entwickler extrem schwierig, weil ich nehme mal das Beispiel GTA und Grafikkarten. Wie viele 1000 Grafikkarten gibt es? Wie viele unterschiedliche Leistungsspektren? Weißt du, was ich meine? Das bedeutet, bei einer Konsole, du hast einen Grafikchip, eine Grafikkarte, die da drin ist, und du hast ein Ding, womit du arbeiten kannst. Aber beim PC, der eine hat einen High-End-PC und der andere hat das
die lahmste Möhre in the Hood, kann man sagen. Also Schreibmaschine Deluxe oder so, ja. Und ist es nicht vielleicht auch so, dass das, ich sag mal, ich nehm mal das Beispiel, wo habe ich denn das gesehen? Bei Sängern. Sänger, die selber auch Filme drehen, sind erfolgreicher als Filmschauspieler, die singen. Weil wenn du als Sänger machst du ja auch diese Musikclips, das heißt, du kennst dich dann schon mit Filmemachen aus. Aber nicht jeder Sänger kann singen, nicht jeder Schauspieler kann singen. Weißt du, was ich meine? Ist es vielleicht so, dass die Leute, die ja, für eine schwierigere Plattform mit extrem mehr Möglichkeiten, dass die einfach das einfacher haben? Kurz gefragt? Die jetzt auf den Konsolen einfacher haben jetzt irgendwie, oder was meinst du Ja, jetzt? weil du hast nur einen Grafikchip. Du hast eine feste Leistung, mit der du rechnen kannst. Ja, natürlich, Und das weil ist dann Ja. der Programmierprozess für die Spiele ist ja dann im Endeffekt gleich, weil du die gleichen Voraussetzungen hast. Beim PC ist das Problem, wie du schon indirekt angesprochen hast, das Ding, der eine hat einen schwachen PC, der andere hat einen starken PC. Du musst die Spiele Direkt ja so habe ich das runterdrücken, Das die ist für Spiele alle ja so- Plattformen laufen, ja. genau, und für alle PCs, und das ist nicht immer einfach. Weil Das hat man bei Ark gesehen, das lief nur auf High-End-PCs ganz am Anfang, bis es dann nach einer Woche gepatcht haben, wo es dann auf einmal doch ging für jeden. Also da kannst du ja auch 5 verschiedene Möglichkeiten einstellen. Von High-End-Qualität bis hin zu Low-Level-Grafik mit Minecraft-Flair. es so war in ja der auch Art. bei GTA zum Beispiel auch das Ding, das lange geheim gehalten wurde, wie die Systemvoraussetzungen für das Spiel sind. Weil ganz einfach, die haben gesagt, die haben wir wirklich lange, und das war nicht gerade leicht, dran gearbeitet, dass es wirklich für den besten PC läuft. Das ist das Problem. Du hochwertige Spiele so runterzudrücken, dass es für jedermann spielbar ist extrem schwierig. Und Zumal man da sagen muss, wenn ich jetzt ein Spiel rausbringe, was für den besten PC ist, dann habe ich in einem halben Jahr das Problem oder in einem Jahr oder in spätestens 2 Jahren, dass es auf einmal für den schlechtesten PC ist. ja, Gehört ja auch mit dazu. Also es liegt ja wirklich daran, die Entwicklung dort ist ja so extrem schnell. Ja, das ist wirklich, wie sagt man so schön? Weißt du, was ich meine? ja, und das ist ja das Problem, was die Konsolen im Endeffekt haben, weil einfach, ich sag's mal so, der PC ist so, ich sag mal, du kannst heute nicht die beste Grafikkarte haben. Die kann im halben Jahr schon wieder das kann schon wieder die schwächste sein, weil die Entwicklung einfach so schnell geht. Und das ist bei den Konsolen halt nicht. Ich sag mal so, die Entwickler sagen sich, okay, du kannst da nicht so viel grafisch rausholen, weil du hast irgendwo eine Grenze bei den Konsolen. Dafür haben sie eine gewisse Basis, auf die sie sich verlassen können. Also die können immer wieder die gleiche Entwicklungsmethode benutzen. Und die brauchen nicht vielleicht, beim PC müssen vielleicht immer wieder eine neue entwickeln oder so, weil du immer mehr starke Grafikkarten kriegst an die Hand, weil immer mehr erscheinen in kürzeren Zyklussen. Jetzt stell dir vor, die VR-Brille ist noch da. 3D. Ich glaube, da geht bei denen auch ziemlich was ab. Ja, also Wenn sie es fürs normale System und fürs 3D-System entwickeln müssen. Ja, zumal es interessant wäre zu sehen, wie sie so ein VR-Spiel entwickeln, ne? Weil irgendwie müssen sie ja die Brille mit einbauen. Ich meine jetzt, vielleicht die Brille an irgendwelchen PCs anschließen und was drauf programmieren, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, wie das funktioniert. Wäre aber für mich durchaus vorstellbar. Krass. Okay. Ja, was sagen die anderen dazu? Also ich meine auch, dass auf Konsole ein Spiel zu entwickeln doch einfacher ist als auf dem Computer, aufgrund dem, weil du nicht so viele Unterschiede hast. Und ich denke aber, dass die Computerspieleentwickler quasi schauen, was ist zurzeit aktuell auf dem Markt und nehmen da im Prinzip, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da irgendwie einen Mittelweg suchen. Also das Mittelequipment, was quasi unterdessen so in etwa Standard sein könnte, was jeder User, wenn er einen neuen Computer kauft, hat. Und aufgrund von mit diesen Informationen ein Computerspiel entwickeln, weil irgendwo
muss natürlich jeder Entwickler irgendwo ansetzen und sagen, so, ich kann jetzt nicht die und die Leute berücksichtigen, weil die halt noch einen 10-jährigen Computer haben oder so. Sondern irgendwo müssen sie halt auch irgendwo ansetzen. Und ich denke mal, da suchen sie schon ein Mittelmaß, wo zu der heutigen Zeit passend ist, wo natürlich aber dann auch irgendwie, sag ich jetzt mal, in den nächsten 2, 3 Jahren immer noch okay ist. Was der halt bei den Konsolen, ja, Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Also wenn du jetzt ein Spiel rausbringst für den besten PC, ist es in 2 Jahren der schlechteste PC. Nicht der schlechteste ever, aber der ist dann veraltet. Von der Grafikkarte her, von allem eigentlich, ja. das ist so. Aber die Entwickler rechnen, glaube ich, auch nicht damit, dass das Spiel nach 5 Jahren immer noch top aktuell ist, sondern dass sie dann innerhalb von den nächsten 2 Jahren wieder eine neue Spiel rausbringen, wo quasi dann auch wieder verkauft werden müsste, oder? Also Also es ist wirklich so, dass es eine Auf-Zeit-Geschichte ist. ja, Dass die sich sagen, die nächsten 2 Jahre können wir es als Top-Level-Spiel verkaufen und danach ist es halt, vielleicht noch ein Kassenschlager oder so, aber dann müssen wir schon, weil oft ist es ja wirklich auch so, dass gerade Konsolenhersteller, aber auch Spielehersteller, wenn die ein Spiel entwickeln und das gerade raus ist, dann entwickeln die schon das nächste direkt. so sollte es eigentlich Wenn es sein. eine laufende Serie ist, ja. Also wenn es eine wirklich eine Serie ist, die erfolgreich ist, wo die Entwickler, wo die Publisher schon von vornherein, sage ich jetzt mal so, wissen, dass es läuft. Zumal, du siehst ja, dass die grafische Qualität auf dem PC viel höher ist als auf den Konsolen, siehst du doch schon an dem besten Beispiel Star Citizen. Mhm. Der Entwickler hat gesagt, Star Citizen kann gar nicht auf den Konsolen laufen, weil die Konsolen deutlich zu schwach sind. Das würde dann auch nicht mal schön aussehen, hat er gesagt. Das ist einfach so, der PC ist jetzt schon viel zu stark und das Spiel ist in Entwicklung und sieht jetzt schon deutlich besser aus als das, was jemals auf einer Xbox One oder PS4 laufen wird. Warum macht es dann nicht Sinn, dass man sagen würde, Konsolen lassen sich nachrüsten? Ja, das ist ja eine Geldfrage. Naja, stimmt. Eigentlich hätten sie das schon machen können, aber ich weiß Also, dass jetzt, man wirklich ein Intervall setzt, zum Beispiel, ich sag mal, Spielkonsole Number One kommt heute und in 5 Jahren. Man weiß, der Intervall ist alle 5 Jahre, kommt die nächste beste Konsole raus, aber zwischendrin kann man den Grafikchip austauschen. Ne, das ist eine gute Frage, ne? ich denke mal, das hat marketingtechnisch was zu tun, dass die Entwickler der Konsolen das nicht wollen, weil sonst könnte man ja die Konsole auch nach 5 Jahren, wenn jetzt eine neue Konsole rauskommt, quasi die aktuelle Konsole auf den Stand bringen, wo die neue Konsole rauskommt, wenn du sie selbst Nee, eben updatest. nicht. Weil dann musst du halt wirklich die nächste Konsole doppelt oder dreifach so stark machen wie den letzten Chip, den du rausbringst. Ja, das schon, aber die Frage ist es überhaupt möglich? Also für die Weil Entwickler. beim PC ist es möglich. Ja, beim PC Das heißt schon. ja, es ist ja, da ist ein Rechnerchip drin, da ist ein Grafikchip drin, also eine Grafikkarte. Es ist ja, eine Konsole ist ja ein kleiner PC, kann man sagen. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, Klar ist das eine andere Voraussetzung, aber letzten Endes ist da auch alles drin, was eigentlich auch ein PC hat und umgekehrt genauso. Also es ist beides, also ich meine jetzt so, wenn du ein bisschen mit der Elektronik dich verstehst, kannst du eigentlich, ich sage jetzt mal illegalerweise, die Konsole auch upgraden. Das ist eigentlich auch kein Problem, wenn du dich mit dem Ganzen auskennst. Du kannst sie ja aufschrauben und so weiter, hast zwar keine gut, Garantie mehr drauf, aber wenn du dich mit dem Zeugs auskennst, kannst du sie ja quasi auch umrüsten. und da bist du wieder bei allen Sachen, also jeder, der Ahnung hat, egal in welchem Thema, kann immer bescheißen. Während die Ja. breite Masse, die keine Ahnung hat, es eben nicht kann. Ja, Verstehst du, was ich meine? Ja, bei der PS4 kannst du schon eine Festplatte austauschen, ne? Und da verfällt auch die Garantie. Ach so, Das ist ja- okay. Bei der PS4, das heißt, bei der PS4 kannst du die Festplatte ausbauen und austauschen. Allerdings ist das Problem, haben sie gesagt, sobald du die Klappe aufschraubst, verfällt die Garantie. Also selbst wer's- wenn das von einer Fachwerkstatt gemacht wird.
Ja, das Weil ich weiß meine, ich nicht, wie es zahl- dann ist. Ich Ja. weiß bloß, was die Sony-Leute gesagt haben, dass du das nicht. Das ist ja der Drucks, das ist ja Quatsch eigentlich, das widerspricht sich. Die bieten eine Festplatte an, Sony, Mhm. zum Austauschen und sagen gleichzeitig, wenn du die austauschst, verfällt die Garantie. Das passt ja auch an sich schon gar nicht zusammen. Das ist ja wieder der Verkauf. Das ist Wird wie die ein nächste Handy, schon geplant und dass die dann auch verkauft wird. das ist wie ein Handy, wo man den Akku nicht rausnehmen kann. Ja. Wenn der Akku kaputt ist und der Akku geht nach einem halben Jahr kaputt oder wenn er länger im Kalten liegt oder was, dann entlädt er sich oder im Heißen liegt oder was auch immer und dann ja, kannst du mal eben 600 Euro neu berappen. Habe ich gehört. Ja, aber Das ich ist finde es widersprüchlich. Dann darf es auch nicht dafür so sein, dass es dann in die Garantie verfällt. Weißt du, das ist ja dann irgendwie Käse. Hm. Weil ich kann ja Zumal, wenn es von einer lizenzierten Fachwerkstatt oder in dem Fall halt von einem Elektronikgeschäft oder Elektronikladen gemacht wird. das ist ja die Frage, ob das dann auch wirklich die Garantie verfällt, wenn es vom Fach gemacht wird, ne? Oder du musst, oder das machen sie so, damit du zu Sony selber das schickst. Sony hat nämlich eine Reparatur und eine Werkstatt, also wo sie auch was ausbauen oder was ersetzen oder was reparieren. Habe ich selber schon mal bei der PS2 gehabt. Die haben sowas. Und ich tippe mal, die machen deswegen das mit der Garantie, damit du das dahin schickst. Und für nicht kleines Geld das dann reparieren lässt oder austauschen lässt. Mhm. Würde passen. Das würde dann wieder Sinn machen. Also Für dieser Sony. After-Selling-Prozess, wie man das nennt. Also nach dem Verkauf. Ja. After-Selling, Selling heißt das, glaube ich, oder irgendwie so. Naja, das würde wieder Sinn machen. Mhm. Ich meine, klar, also auf der einen Seite, da steckt eine Menge Geld drin, eine Menge Ideen. Auf der anderen Seite, ja, und man braucht natürlich auch Kohle, um die neuen Sachen zu entwickeln. Wie sieht's da aus? Wie ist eure Meinung? Ist das rein Kommerz, wenn man sowas macht, wie zum Beispiel, dass man wirklich eine Festplatte zusätzlich anbietet? Der Austausch kostet dann richtig Geld oder? Ja, eigentlich ist das schon Kommerz, ne? Mhm. Muss man so sagen, weil eigentlich geldgeil, weil wenn das noch nicht mal, eigentlich ist es auch kundenunfreundlich, wenn du sagst, du musst das schon bei uns austauschen, wenn ich willst, dass die Garantie verfällt. Mhm. Und wie schon? Wenn du ein wenn du ein Fuzzi, der eine Werkstatt hat, das in deiner Nähe machen könnte. Mhm. Weißt du? Du hast ja dann noch den Scheiß, du hast ja dann noch die Kosten für den Versand. Du musst dir das da hinschicken erstmal. Die Wartezeit. Hast gerade eine neue, frische Konsole, willst zocken und ja. Und ich denke auch, dass es gleich wie das mit den DLCs ist, wo wir mal darüber diskutiert haben, dass es eigentlich auch eine reine Abzocke ist. Mhm. Also wie gesagt, die Entwicklung ist spürbar. Viele Leute regen sich auch extrem darüber auf. Früher hat man extra Bonusinhalte für kleines Geld dazu gekriegt oder als Zusatz, weil man das Hauptprodukt gekauft hat. Und heute ist eigentlich ein DLC, also das Hauptspiel mit dem DLC, so viel wert wie das damalige ganze Spiel. Versteht ihr, was ich meine? Also früher hast du Ja. einen ganzen Kuchen gekriegt und heute kriegst du die Hälfte vom Kuchen und der DLC ist die andere Hälfte. Und erst zusammen macht es den ganzen Kuchen. Ja. Ja, und das ist halt, also es fällt der Community auf. Ich habe das öfters mal gesehen bei sozialen Netzwerken. Also das ständig, wo jemand sagt, das kann nicht sein oder irgendein sowas halt auch öffentlich macht dann, ne? Das ist Beschiss oder sich aufregt und so. Krass. Okay, also wir haben jetzt mehrere Punkte auch schon zusammengetragen. Man hat wirklich einen extremen Zeitunterschied manchmal. Wo, was weiß ich, Teil 7 kommt für die PlayStation raus, 1,5 Jahre später für den PC und dann gibt es aber schon Teil 8, als Beispiel jetzt, ja, von irgendeinem Game. Habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagen würdet, also das gehört auf jeden Fall noch zum Thema? Ja, also ich muss sagen, ich glaube, wir haben ziemlich alles ausgequetscht, wo wir alles quetschen können. Also ich Okay. glaube einfach zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das so wirklich zum Thema gehört, ich glaube einfach, wenn zum Beispiel eine neue Konsole angekündigt wird,
dass der PC dann auch drunter leidet. Weil sie dann Okay. die gewisse Spiele dann einfach nach hinten schieben oder so, weißt du? Weil entweder eine PC-Version damit erscheint oder gar nicht erscheint oder, weißt du, dass der PC an sich auch drunter leidet, weil halt die neuen Konsolen gehypt werden müssen durch diese Spiele. Ich frage mich auch für uns als Let's Player zum Beispiel. Wir leiden ja de facto auch darunter. Weil wenn man einen großen Let's Player hat, zum Beispiel mit ein paar Millionen Abos, der kann sich alle Plattformen besorgen. Ist ja auch eine Kostenfrage, logischerweise. Wenn das nicht sogar schon so bekommt. Oder er kriegt es so, ja, in der Form. Und hat aber auch die Zeit. Also jemand, der 8 Stunden am Tag Let's Plays machen kann, der hat natürlich auch die Zeit, ja, wie soll ich das sagen? Alle Plattformen zu bedienen. Und ist natürlich dann dementsprechend kleineren YouTubern, kleineren Let's Playern um Meilen voraus. Weil, wie jetzt mit Helldiver, bestes Beispiel, vor einem Jahr auf PlayStation erschienen. Ich habe geguckt, mich hat ein Zuschauer darauf hingewiesen, ey, zock das doch mal. Hab geguckt, fand das saugeil. Und dann habe ich gesehen, oh, nur für PlayStation, scheiße. Ja, in der Form. Und jetzt ist es für PC raus, habe ich mir geholt, direkt gezockt. Direkt ein Let's Play draus gemacht, aber es ist halt ein Jahr später. Ja, weil vielleicht manchmal auch eine gewisse Klausel drin. Disconnected. Ach Mann. So, TS-Server down. Wir machen mal hier einen Unterbruch. Verdammt. So war das jetzt nicht geplant. Ja, welcome back, Freunde. Das ist auch so eine Sache. Wir sind alle aus dem TS geflogen und der Fox sogar aus dem Spiel. Die Tücken der Technik passt aber eigentlich auch ganz gut zum Thema. Weil das hat man natürlich auch beim PC ab und zu mal. So viel Softwareprogramme, so viel verschiedene Sachen, die im Hintergrund mitlaufen. Und wenn dann eins nicht richtig funktioniert und das andere nicht richtig funktioniert und so, also kann ganz schnell haarig werden. Wo waren wir stehen geblieben? Gute Frage. Ist es auch nicht mehr. Der Fox, Okay, der genau. Fox war irgendwie dran, irgendwas am sagen, aber ich wüsste jetzt gerade auch nicht mehr was. Ich glaube, ich habe irgendwas gesagt mit, dass wenn Konsolen erscheinen, dann muss der PC zurückstecken, weil sie irgendwie versuchen, da erstmal den PC zu hypen, den Konsolen zu hypen, weil sie dann die Spiele zurückhalten oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Okay. Also das war, aber das ist so die Quintessenz, habe ich schon öfters gehört von verschiedenen Leuten. Also, dass man wirklich sagt, wir bringen es erst für Konsole raus, um die Verkaufszahlen der Konsole hochzutreiben und erst später für den PC. Kann man da eigentlich auch sagen, ja, aber dass der PC eigentlich eine gönnerhafte Basis ist? Dass so die Konsolen, ja, versuchen so, wie sagt man, so eine Daseinsberechtigung zu haben in der Form. Ja, Weil der eigentlich, Fox- um ja. vielleicht zu zeigen, dass die Konsolen erstmal erster sind oder dass sie vor dem PC stehen bei der Gunst der Entwickler, keine Ahnung, kann auch sowas sein. Weil du hattest ja gesagt, eine Konsole ist eigentlich eher für das kleine Geld. Weil man ja beim PC, wenn man zumindest die neuesten Spiele zocken möchte, da muss man ja immer aufrüsten. Also man ist ja wirklich nicht davor gefeit, regelmäßig neue Grafikkarten zuzukaufen oder neues Equipment und so weiter und so weiter. Mhm. Okay. Würde zumindest erklären, warum es von der Konsole zum PC so ist. Von PC zu Konsole wird man einfach sagen, oder wäre die Quintessenz dann daraus, wenn es so super erfolgreich ist, dass die nur Konsolenbesitzer sagen, wir wollen das auch unbedingt zocken. Ja, das beste Beispiel ist doch bei Star Citizen. Es spielt das Spiel, was du dann vom PC auf Konsole bringst, muss machbar sein für die Konsole. Mhm. Und Star Citizen, das hat der Entwickler ganz klar gesagt, ist nicht machbar. Wenn du die gleiche Grafik haben willst und die gleiche Umfang haben willst, die gleiche KI der Gegner haben willst und so weiter. Er hat gesagt, vielleicht könnte man das auf Konsole machen, wenn man alles, also was alles da drin ist, gewaltig runterschraubt. Aber das wäre dann würde nicht mehr schön aussehen, hat er gesagt. Das würde total hässlich aussehen und er möchte das dann nicht. Okay. Und das Ding ist halt ganz einfach,
Dranto, du hast auch Star Citizen, oder? Ja. Und ich habe das auch gehört, wie der Fox das jetzt gesagt hat, dass das ganze Spiel im Prinzip sehr darunter leiden würde, wenn man das jetzt auf die Konsole würde umprogrammieren, beziehungsweise auf die Konsole wieder rausbringen. Mhm. Und es ist schon wirklich, es ist sogar, wenn Star Citizen rauskommt, kann es gut möglich sein, dass manche Spieler sich einen neuen Computer zulegen müssen, weil das Endprodukt eventuell sogar noch ein bisschen mehr Leistung braucht, als das, was man jetzt schon spielen kann. Das heißt also, wenn man jetzt schon einen High-End-PC hat, wird man dann aber trotzdem ziemlich Probleme haben, oder? Habe ich auch gehört. Also bestätigen kann ich es nicht. Halt, ja. Aber ich hab's gehört, dass quasi mancher einen besseren PC dann leisten muss, weil grafisch und auch prozessorleistungstechnisch das Spiel wirklich Anspruch erhebt. Du siehst ja, das beste Beispiel ist doch Crysis. 2007 kam Crysis raus und da hieß es immer von Crytek, du brauchst einen Super-PC, um das Ding spielen zu können und um überhaupt die Optik so hinzukriegen, wie es in den Trailern so war. Und das war auch wirklich so. Ein paar 30.000 Mal hat sich das Spiel bloß verkauft, weil die meisten ihren PC gar nicht eigentlich entweder aufrüsten oder komplett neu kaufen müssten. Und das haben viele halt nicht gemacht, weil viele den Sinn nicht drin gesehen haben, für ein Spiel das zu machen. Viele wollten ja damals auch, bringt das auf die PS2 raus. Da haben die auch gesagt, das Spiel wäre total hässlich und das müsste man gewaltig was runterschrauben. Und da haben sie es später als Download für den PS3 rausgebracht dann. So 2011 oder 2012 war das. Und das ist halt das Ding. Solche Spiele, wo du wirklich an die Grenze des PCs gehst, und das ist mit Sicherheit Star Citizen, wo du an die Grenze des Machbaren beim PC gehst, die werden für die Konsolen nicht machbar sein. Weil ganz einfach, die würden dann auch gar keinen Spaß mehr machen, weil die dann vielleicht übelste Texturen, du hast dann wahrscheinlich die übelsten matschigen Texturen oder was nicht alles, die Grafik wäre auch nicht mehr so prickelnd, weil ganz einfach, die Leute sind dann die Grafik gewohnt vom PC oder halt die sehen das, was vom PC möglich ist. Das Problem ist wirklich, die Konsolen sind schon zu alt, wenn sie rauskommen. Mhm. Das ist das Ding. Du kannst sie auch nicht umrüsten und dann wären sie wieder unattraktiv für viele Leute, weil das wahrscheinlich nicht billig wäre, so eine Grafikkarte zu kaufen bzw. einbauen zu lassen. Ja, vor allen Dingen, du hast gerade mal 600, 800.000 Euro ausgegeben und sollst dann nochmal 500 Euro für ein neues oder 200, 300 Euro für ein neues ausgeben. Ne? Das ist natürlich dann auch wieder für viele. Du siehst es ja so, es gibt ja jetzt schon die Diskussion wegen dem Preis, wegen den VR-Brillen. Mhm. Überleg mal, wenn du jetzt Grafikchip und was nicht alles bei der Konsole austauschen müsstest, da würdest du nämlich auf die gleiche Summe kommen. Mhm. Und das ist das Problem. Das Ding ist für die breite Masse gedacht, die Konsolen, und für kleines Geld, für die Leute, die kleines Geld haben. Und das ist das Ding. Das kannst du nicht so, das ist, also vom PC auf Konsole ist es schwieriger als von Konsole auf PC. Okay. Weil wie gesagt, also viele Spiele, die vorher erst als auf PC erscheinen, sind ja wirklich auf den PC zugeschnitten und wurden auch dementsprechend entwickelt. Und da hast du Abstriche. Da kommst du gar nicht drum rum. Kommt es dann nicht auch wirklich drauf an, was für ein Spiel das ist? Weil ich sag mal, es gibt viele Spiele, klar, die auf Grafikbomben setzen. Aber es gibt auch viele Indie-Entwickler, die sagen, okay, mit den technischen Möglichkeiten, die so ein großes Entwicklerstudio oder ein großer Publisher hat, kommen wir gar nicht klar. Und deswegen gehen wir lieber auf Originalität. Ja, klar, dass man wirklich sagt, Grafik ist sekundär, weil mittlerweile gibt es ja so viele 2D-Jump-and-Run-Spiele wieder oder Punch-Spiele gibt es ja jetzt Neues und so weiter und so weiter. Also dass man wirklich da hingeht, zu sagen, klar, wenn ich Geld und Leute habe, dann hole ich mir halt die, ja, wie sagt man so schön? Dann gehe ich auch mit auf Grafik, aber wenn ich das nicht habe, dann muss ich halt gucken, dass ich originelles Ding habe. Weißt du, was ich meine? Ja, ich sag's mal so, wenn es nicht so eine Bombe ist wie Star Citizen,
dann ist es machbar, aber nicht, wenn das sowas ist wie Star Citizen, wo du weißt schon, das Ding wird sich wie Schnitte verkaufen. Oder das ist durch Crowdfunding finanziert und hat jetzt schon zig Millionen eingenommen. Das Problem ist halt, wenn das kein so hochwertiges Spiel ist, geht das ja noch. Bei Ark geht das auch noch, weil die dafür die Grundlage geschaffen haben beim PC, weil die haben die Grundlage in dem Sinne geschaffen, weil sie einen Patch rausgeknallt haben, wo sie auf PC, wo die PC-Version so runterdrücken kannst, dass es auch für einen schwachen PC möglich ist. Das war sogar für einen alten PC möglich, sah hässlich aus, aber war möglich, das zu spielen. Aber nicht ganz am Anfang. Ja, ganz am Anfang nicht, aber die haben erstmal die Grundlage gelegt, weil sonst hätten sie wahrscheinlich auf dem PS4, kann ich mir vorstellen, auch Probleme gekriegt, weil, wie gesagt, man muss ja schon wieder sehen, diese Konsolen sind auch schon wieder 3 Jahre alt fast. Das ist ja das Problem. Und die haben ja damals gesagt, bevor sie erschienen ist, die Xbox One in die PS4, dass die Grafikchips da schon wieder ein halbes Jahr alt waren. Das heißt, oder ein Jahr alt. Das heißt, die waren da schon zu alt. Wieder schon viel zu alt. Als die aktuellen Grafikkarten, die da in dem Jahr erschienen ist. Das ist das Problem. Die hängen zu schnell hinterher. Die müssten eigentlich einen Monat bevor das überhaupt erscheint, müssen sie erst die Grafikkarte reinmachen. Oder den Grafikchip. Und dann erst die Massenproduktion anschauen. Dann hast du natürlich aber auch wieder das Problem, dass du, wie sagt man so schön, du musst ja auch irgendwas haben, damit die Spieleentwickler quasi, weißt du, was ich meine? Das ist ja auch wieder die Geschichte. Das ist das Problem, ne? Das ist genau das Problem. Weil ich sag mal, wenn ich eine Plattform habe, die sich ständig weiterentwickelt, wie jetzt der PC. Den PC gibt es und der PC wird immer nur aufgerüstet. Und bei einer Konsole könnte man zwar sagen, okay, ich nehme jetzt mal das Beispiel PlayStation 4, ich entwickle ein Spiel für PlayStation 4 und sobald die Grafik für PlayStation 5 rauskommt, also der Chip, ändere ich das um. Nur das ist ja, wie sagt man so schön, ich schätze, das ist ein schwieriger Prozess dann auch. Ich ändere ja auch als Entwickler oder als Publisher ja auch meine Entwicklungszyklen. Weil in dem Sinne, nehmen wir mal an, du tust von einer bekannten Serie einen 3. Teil veröffentlichen jetzt und weißt, dass in 2 Jahren eine neue Konsole erscheint, dann fängst du ja eher an, den 4. Teil auf dieser neuen Konsole zu entwickeln. Ja, tust klar, aber in den also 2 Jahren aber in den 2 Jahren keinen AAA-Titel mehr raushauen, weil du weißt, du entwickelst jetzt für eine neue Konsole. Das heißt im Klartext, deine Entwicklungszyklen veränderst du auch damit. Automatisch. Und das musst du beim PC nicht, weil beim PC geht es darum, die Spiele anzupassen, so dass es auch für einen schwachen PC möglich ist. Und das ist schon wieder ein Unterschied. Das heißt, theoretisch, du entwickelst High-End und gehst dann nach unten. Ja, Um so zu sagen, okay, die Grafik nach unten und so weiter, okay. Weil ich sag dir jetzt schon, wenn Star Citizen erscheint oder kurz bevor es erscheint, die Systemvoraussetzungen, da werden viele einen Schock kriegen, da bin ich mir vollkommen sicher. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ja, dann ist das, was jetzt noch High-End ist dann schon wieder veraltet, ne? Ja, weil das Ding ist noch Entwicklung, das ist eine Alpha-Version, die sie jetzt rausgehauen haben. Und da kommt ja noch die Beta-Version und dann, das ist immer noch ein halbes Jahr dazwischen. Und beim PC ist das ein halbes Jahr. Da kannst du noch sehr viel an Grafik reinbringen. Das ist kein Problem. Ich hab's bei Ryzen gesehen. Das ist immer noch Alpha. Und das erste Spiel war, also das erste Alpha-Edition, im Gegensatz zu dem, was jetzt Alpha ist immer noch Alpha. Aber da liegen Welten zwischen. Also, das ist der Wahnsinn. Wenn man sich die alte Version anguckt und die jetzige, der Hammer. Ja. Okay. Also da wären wir schon mal dem Rätsel so ein bisschen auf der Spur. Wie gesagt, ist mit dem, was wir jetzt so rausgefunden haben, es wird vielfach behauptet, es wird vielfach auch zugegeben. Ja, wir wollen, das sagen Entwickler, das sagen Publisher, das sagen Konsolenhersteller, die sagen wirklich, wir wollen die Verkaufszahlen dadurch anheizen. Also es ist nichts, was wir uns irgendwie aus dem Hintern ziehen oder aus den Fingern saugen, sondern viele Entwickler sagen, sorry. So, wieder da. Viele Konsolenhersteller sagen auch ganz klipp und klar, ja, wir haben Exklusivverträge oder man liest es halt so in Fachzeitschriften oder Games-Zeitschriften. Der und der hat mit dem und dem eine Kombination, Zusammenschluss gemacht. Und ja, wir sind ja nicht ganz blöd, also wir können auch zwischen den Zeilen lesen.
Und da merkt man dann schon, klar, wie du jetzt selber sagtest, okay, der und der hat einen Exklusivvertrag. Ja, so in der Form. Und da kann man sich natürlich schon denken, warum wird es dann nicht auf die und die Plattform umgemünzt oder sowas in der Art, logischerweise. Ja, Okay. vor allen Dingen hast du ja das beste Beispiel kommt, ist ja aktuell jetzt Tomb Raider. Mhm. Das ist jetzt im November, glaube ich, für eine Xbox One erschienen und jetzt im Februar oder April erscheint es für den PC. Und Ende des Jahres erscheint es für die PS4, da siehst du doch schon, da hieß es Exklusivvertrag, der zeitlich begrenzt ist. Mhm. Da hast du es doch schon mal. Es Ja? ging ja bloß darum, die Xbox One zu hypen und hochzubringen, damit die PC und die PS4 nicht so die Oberhand haben. Das ist genau das Ding. Also ist es eigentlich de facto reguliert. Statt zu sagen, der Bessere gewinnt, Fight, wird es reguliert im Hintergrund. Ja, weil die Xbox One deutlich weniger Verkaufszahlen hat, als Okay. als die PS4 hat. Und gegen den PC hat auch trotzdem die Xbox One in dem Sinne keine Chance, weil das grafisch nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Ist so. Deswegen haben sie diesen Zeitvertrag drinne und das ist ja das immer mit diesen Exklusivverträgen. Da ist manchmal hilft da die Community, manchmal ist einem die Serie so wichtig, dass es nur über dass nur Zeitverträge, dass die Publisher nur Zeitverträge zulassen, weil halt sonst der eigene Umsatz geschmälert wird. Und, Vor allen Dingen die ersten Teile von Tomb Raider kamen alle auf PlayStation. ja, und vor allen Dingen der neueste Teil, also der jetzt erschienen ist, sondern der da vor 2-3 Jahren erschienen ist, der hat ja auch nochmal den Hype um die Lara Croft ja nochmal geschürt, weil ganz einfach, dass die ist ja noch besser angekommen als die alten Teile. Mhm. Weil die halt jetzt mehr menschlicher rübergekommen ist und so weiter. Und Na gut, das sieht mittlerweile so fotorealistisch aus. ja, das kommt auch noch hinzu und das sind so die Sachen, es sind viele rechtliche Sachen dabei. Das ist was sagen wir mal, nachvollziehbare Gründe hat und aber ich habe ja die Beispiele aufgezählt, viel entscheidet auch die Community mit. Mhm. Ja, ich sag mal, die breite Masse ist nicht so machtlos, wie viele sich das denken. Ne? Das ist halt das. Also, Ja, weil du heutzutage wenn das sie sich Internet eins hast, ist. ne? Ja. Das Internet ist ziemlich stark. Kannst du deinem größten Feind werden, wenn du das Internet nicht hinterm Rücken hast, sondern vor dir. Mhm. Das ist das Problem. Na gut, in der Form auch, wer sich mit der Community anlegt, der kriegt halt sein Fett weg in der Geschichte, ne? Also, Ja, wie gesagt, wir sind ja nicht blöd, das ist ja auch wieder das. Also, die blöden Konsumenten, gibt ja auch viele, die sagen, nö, bis hier und nicht weiter. Und dann rappelt's halt auch mal im Karton. Also, das ist nämlich das, ne? Und ich sag mal, das ist ja genau die Geschichte, wenn alle an einem Strang ziehen, was man da bewegen kann. ja, genau, das ist es ja eben. Und wie gesagt, Verträge werden am Anfang wegen Geld und so um Umsetzung geschlossen, aber meistens werden sie manchmal nicht eingehalten, weil halt die Community ein bisschen unterschätzt wird. Siehe Resident Evil 4, Splinter Cell und was nicht alles. Da gibt es noch unzählige andere Beispiele, außer wie gesagt, bei Beyond und so Heavy Rain, das ist halt, wenn du dich vielleicht zu sehr bindest, es kommt drauf an, was im Vertrag drin steht, dann, wenn du dich zu sehr an Sony bindest, dann bist du auch bei Sony. Mhm. Also ein Uncharted wirst du niemals auf einer Xbox sehen, weil Naughty Dog einen Exklusivvertrag mit Sony hat. Der richtig eingemeißelt, in Stein gehauen ist. Es sei denn, Sony macht irgendeinen scheiß Fehler, wie damals mit Metal Gear und Resident Evil und Silent Hill und was nicht alles, was damals auf der PlayStation 1 war. Mhm. Okay, was meinst du damit? Ja, diese ganzen Serien waren ja mal exklusiv auf der PlayStation, bis sie dann nicht mehr exklusiv waren. Weil sie dann wahrscheinlich irgendwas vertragliche Lücken hatten oder weil halt Konami gesagt hat, wir machen es mal über eine andere, mit der Xbox, weil die auch attraktiv war, weil sie damals neu war. Mhm. Es ist halt, wenn du was exklusiv hast, dann musst du aufpassen, dass es dann wirklich nicht mal irgendwann eine Multiplattform-Sache wird. Dann hast Oder du brauchst eingestampft wird. ja, Weil wenn du dich jetzt nur auf eine Plattform beschränkst, sage ich jetzt mal so, und die Plattform geht fracken, gehst du mit. ja, So ist es ja im umgekehrten Schluss jetzt. Also, wenn siehe du, Sega. weißt du, was ich meine? Ja.
Sega ist das beste Beispiel. War damals von der Grafik her besser als Nintendo und Nintendo ist um meilenweit nach vorne gespurtet. Ne? Das Hat ja war auch die besseren Spiele. Die hatten ja Resident Evil Code Veronica als erstes rausgebracht, die waren ja auch teilweise besser als PlayStation 2. Das war die stärkste Konsole, die Dreamcast, haben sie gesagt. Ja, stimmt. Von der Grafik her war das die beste damals. Ja. Die haben aber beim Marketing geschlafen, das ist das Problem. Bei gewissen anderen Sachen, so dass keiner mal mitgekriegt hat, dass es überhaupt einen Dreamcast gab. Das ist wie bei der Wii U. Ich sag dir ganz ehrlich, als ich das erste Mal gehört habe, eine Wii U gibt's, da habe ich gedacht, hauen die jetzt echt eine extra Version mit Wii, eine neue Version von der Wii raus, damit sie irgendwie das nochmal pushen. Ich habe das nicht geschnallt, dass das eine neue Konsole war damals. Das wurde auch falsch beworben und so. Wie hättest du es beworben? Ich hätte jetzt schon mal nicht mal Wii U genannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon mal Okay. der erste Fehler, weil das kam nämlich rüber wie so, als wäre das so ein Add-on von der Wii. Mhm. Ich hätte es wie jetzt, was jetzt in den Gerüchten ist, Nintendo NX oder wie das neue Ding jetzt heißen soll, beworben, damit du einen Unterschied erstmal drin hast. Damit die Leute auch verstehen, okay, ist nicht ein Add-on oder was weiß ich, ein Anbauteil, sondern es geht wirklich um eine neue Konsole. Ja, vielleicht war auch der Hintergedanke bei der Wii U, das haben wir ja damals mit Nintendo und der Super Nintendo ja auch gemacht. Vielleicht war das Ja. auch der Hintergrund. Nur das funktioniert heutzutage nicht mehr. Und ja, wie gesagt, das ist manchmal so eine Marketinggeschichte. Atari war auch mal ein Konsolenhersteller. Da kannst du jetzt viele aufzählen. Und ja, das ist genau das Ding. Also Leistung ist nicht immer entscheidend, sondern da kommt es auch noch auf viele Faktoren an, wie zum Beispiel Marketing, sich bekannt machen. Ja. Und Mit den halt- richtigen Leuten zusammenarbeiten. So in Ja, der und Form. halt die Exklusiv und halt, was du so abschließt an Verträgen, weil es ist immer entscheidend, was da drin steht. Und so fest gemeißelt waren die Verträge anscheinend nicht, weil sonst hätten sie weder ein Splinter Cell noch irgendwas anderes für PlayStation oder sonst was noch rausbringen können. Okay. So von daher. Oh, ja, gut. Hat noch einer was Abschließendes dazu zu sagen? Ja, durch. Okay. Ich habe auch nichts mehr. Okay. Ja, auch nicht. Sehr gut. Dann, ja, würde ich sagen, haut mal eure Kommentare in die Kommentare, haut mal eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr darüber? Weil ich denke schon, dass es viele zumindest mal registriert haben. Viele stört es auch, dass ein Spiel nur exklusiv darauf ist, oder muss ich mir jetzt die Konsole holen, um mein Lieblingsspiel weiter zocken zu können oder meine Lieblingsserie oder was auch immer. Haut's mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Und ja, wenn keiner mehr was hat, würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Wir sehen uns bei den Let's Plays, bei den Vlogs. Und bis dahin, Leute, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ciao. Bis dann, ciao. Ciao.